Am 5. Februar 1997 kamen junge Uiguren in der osttürkischen Stadt Gulya zusammen, um ihren Unmut über die Besatzung Chinas und den damit einhergehenden Terror auf die Straße zu tragen. Die chinesische Polizei, von oben angeleitet, die Proteste gegen die Tyrannei auf brutalste Art zu unterbinden, sorgte für ein blutiges Ende dessen. Laut offiziellen Zahlen ließ man mindestens 5000 Menschen verhaften, während zugleich hunderte junge Uiguren durch die Staatsgewalt getötet wurden. Aus diesem Anlass gedenken Istanbul sowie andere Metropolen der Welt den jungen Märtyrern, die für die Freiheit ihr Leben lassen mussten. Diesbezüglich äußerte sich Karakaş, der Präsident des East Turkestan Information Center, folgendermaßen: Das Hauptziel des Gulya-Massakers sowie der anderen Tötungen und Verhaftungswellen ist die Festlegung der totalitären chinesischen kommunistischen Partei. Karakaş betont die noch immer anhaltende Methodik Chinas als Staatsterror, die heute bereits in gewiefterer Form angewandt wird. Die chinesische Regierung verhängt bis heute Todesstrafen ohne gerichtliches Urteil, tötet weiterhin Tausende Uiguren. Die Weltöffentlichkeit darf zu dieser Tyrannei nicht schweigen, so Karakaş. Der Präsident kritisierte ebenfalls die Provokationen der chinesischen Regierung, welche in mehrheitlich von muslimischen Uiguren bewohnten Regionen 24 Verkaufs- und Verteilerzentralen für das für gläubige Muslime verbotene Fleisch errichteten. In Hoten verteilte die Regierung zudem direkt Schweinefleisch an Kinder. Diese Beispiele bezeichnet der Präsident als Assimilationspolitik, die ebenfalls die Methodik des Staatsterrors aufzeigen und verdeutlichen, welches Ausmaß die Tyrannei Chinas in Osttürkestan bereits angenommen hat. Mit 5 Millionen Eseln ist Pakistan das Land mit der drittgrößten Eselspopulation und gilt deshalb als Esellieferant für China. Das tierische Produkt wird in der Medikamenten- und Gelatineherstellung verwandt. Der pakistanischen Presse zufolge einigten sich die beiden Länder über den Eselshandel, insbesondere in der Khyber-Pakhtunkhwa-Region ist es beabsichtigt, mehrere Zuchtstätten zu errichten, welche alleine dem Export gewidmet sein sollen. Die Region erlaubt ebenfalls ausländischen Investoren und dem chinesischen Staat, Produktionsstätten zu erbauen. Eine Gruppe von Schleusern mit chinesischer und usbekischer Staatsbürgerschaft wurde am 31.01. dieses Jahres der illegalen Migration überführt. Bei einer Spezialoperation in Chimkent verhaftete man 73 chinesische Staatsbürger und 137 usbekischer Staatsbürger. Aus dem Innenministerium Kasachstan heraus verkündet Almas Sudabaev, die festgenommenen Chinesen kamen per Transitflugzeug nach Kasachstan und hielten sich illegal in unserem Land auf. Nun wird über deren Ausweisung beraten. Bei einem Staatsbesuch in Kirgisistan meint der russische Außenminister Lawrow, dass es keine Anfrage Kirgisistans bezüglich eines zweiten Militärstützpunkts gäbe. Auf die Frage hin, ob Russland in Kirgisistan einen zweiten Militärstützpunkt errichten wolle, sagt Lawrow: Wir haben keine offizielle Anfrage erhalten, dieses Thema bleibt Kirgisistan überlassen. Wir sind allerdings bereit, uns mit unseren kirgisischen Freunden über sicherheitspolitische Themen zu beraten.